Ciao, die geile Böck, hier ist mal wieder der Lersu und heute geht es um die Hornkuh-Initiative. Was ich so davon halte? Direkt. Jetzt, oh shit, hätte ich nicht gedacht. Die Hornkuh-Initiative. Eine Initiative, wo man darüber abstimmt, ob Hühner, vor allem Hühner, ob Kühe, Geissen und so, alles was Hörner hat, ob die dürfen Hörner haben oder nicht und was Vorteile sind und alles. Wir sollten bei dieser Initiative abstimmen. Respektive man darf bei dieser Initiative abstimmen, ob man beispielsweise, wenn man als Bauer ist, vor allem Bauer, wenn man Tierpfleger ist oder Tierhalter oder wie man denen auch sagt, wenn man Tierhalter ist zum Beispiel, dass man, wenn man Hühner, wie komme ich immer die ganze Zeit auf Hühner? Bei dieser Initiative geht es einfach darum, dass wenn ich eine Kuhfarm habe, stellen wir uns jetzt uns vor, also, zwei habe ich schon, aber stellen wir jetzt mal eine größere Farm vor. Ich hätte jetzt 10 Kühe. Alle ohne Hörner. Dann würde es ganz normal weiterlaufen, bla bla bla. Wenn ich jetzt aber 10 Kühe habe mit Hörner, dann sollte ich durch einen Mehraufwand, den ich betreiben muss, subventioniert werden, respektive besser ausgelohnt werden. Keine Ahnung, ob man es so sagt. Aber so klein kann man es verpacken. Es werden natürlich auf der Homepage ein paar Vorteile gesagt, wieso und wie das ist alles gekommen, dass jetzt vor allem Kühe keine Hörner mehr haben oder wieso, dass sie eben jetzt Hörner sollten haben. Auf jeden Fall finde ich das ein bisschen, es ist schon ein relevantes Thema. Es geht hier ums Tierwohl und so weiter. Dass den Tieren gut geht und dass die auch artgerecht gehalten werden. Aber ich finde es ein bisschen logisch, den Kühen in dem Sinn nimmt es den Stolz weg, wenn man dann die Hörner abschneidet und so weiter. Es werden hier ein paar Punkte von Verdauung gesagt. Ich bin jetzt kein Kuhexperte, ich kann dazu nichts sagen, aber ich denke nicht mal, dass sie dort gelogen haben. Aber ich finde es halt einfach, wir stimmen über Hörner ab. Also irgendwie, ich weiss nicht, wie es dir sieht, aber ich bin irgendwie so ein bisschen der Meinung, ob es eine Kuh interessiert, ob die das Horn hat oder nicht. Ja, logisch, die tun sich da miteinander prahlen und so weiter, aber wenn keiner das Horn hat, dann können sie sich ja gar nicht in dem Sinne mit dem Horn messen. Dann müssen sie sich anders suchen. Also das ist ein bisschen meine Überlegung. Ich bin keine Kuh, noch nicht, aber ja, das ist so ein bisschen meine Überlegung. Ich bin einfach der Meinung, wir sollten über anderes Zeug abstimmen. Natürlich, es passieren schlimme Sachen und so weiter. Die Initiative ist schon nicht in dem Sinne nicht schlecht und so weiter. Es ist schon nicht erwähnenswert. Sie ist erwähnenswert. So. Sie hat 120'000 Stimmen, Kollege. Ich soll mal den Kanal abonnieren und Glocke. Gott, damit wäre ich hier so. Butterberg, also weißt du, da wäre Milch, denke ich. Also habe ich irgendwo Kessel? Leider nicht, aber weißt du, da könnte ich so Kessel mit Milch rumschiessen. Scheisse doch. Wie gesagt, die Hornkuh-Initiative finde ich, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also ich bin eigentlich nicht dafür. Einfach aus einem Grund, da werden Bauern, die, logisch, sie müssen einen Mehrwert aufbieten, sie müssen es sicherer machen, zum Beispiel. Wieso sollten die Bauern subventioniert werden? Ich sage, weil sie ja von Anfang an selber, wenn sie Kühe mit Hörnern machen, müssen sie mehr Aufwand machen. Und das ist ja dann ihre Entscheidung. Dann müssten die ja nicht in dem Sinn subventioniert werden. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Und zum Beispiel, wenn jetzt eben ich 10 Kühe habe, ohne Hörner, geht alles gleich weit. Wenn ich jetzt mir sage, ich habe extra Kühe ohne Hörner, aus dem Grund, wenn ich mit denen auf der Wiese draussen am Spielen bin, im Rumkrauen und dann am Hintern nachsäckeln bin, dann fühle ich mich sicherer, zum Beispiel. Oder es kann auch weniger passieren, weil so ein Horn ist schon eine Spitzenheit. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sage, nein, ich will extra 10 Kühe mit Hörnern, aus dem Grund, wo mir Tiere sehr, sehr wichtig sind, dann sage ich mir, okay, ich habe 10 Tiere und bin mir mit den Konsequenzen, respektive mit dem, was ich dafür machen muss, bewusst. Aber das sollte der Bauer nicht für das Geld bekommen, nur dass er Kühe mit Hörnern hat. Es ist eine Initiative, die einfach fürs Tierwohl ist, das ist schon gut so, aber es geht im grössten Sinn, also ich lese es irgendwie so, also man sieht zwar hier jetzt gerade die Website offen, weil wir die Stelle den Tieren anpassen sollen und nicht umgekehrt. Aber die muss man ja erst anpassen, wenn man sich entscheidet für Kühe mit Hörnern. Wenn jetzt ich als Bauer eben sage, ich will keine Hörner, muss ich das ja nicht anpassen in dem Sinn. Und es heisst ja nicht, nur weil Kühe keine Hörner haben, sie kein schönes Leben. Und in der Schweiz, vor allem in der Schweiz, sind wir sehr, sehr gut, was das angeht, was Tierschutz angeht. Und darum bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Ich nehme nicht, wir haben eigentlich, also ich kenne nicht so niemanden, der in dem Sinne, logisch, Massentierhaltung gibt es, aber in der Schweiz eher weniger. Also das ist so ein bisschen meine, und das halt sehr, sehr gut überwacht wird. Für neu zum Zusammenfassen, mir ist eigentlich die Initiative, mir interessiert das nicht wirklich, ist jetzt auch nicht böse gemeint und so weiter. Logisch, ob jetzt für mich eine Kuh auf der Wiese ein Horn hat oder nicht, interessiert mich als erstes nicht. Logisch,
am Schluss am Ende denkt man natürlich immer Massentierhaltung und so weiter. Das ist aber jetzt hier in der Schweiz eher weniger der Fall. Und darum, wie gesagt, die müssen kein schlechtes Leben haben, nur weil sie keine Hörner haben und so weiter. Von dem her, man kann sich darüber streiten, man kann sich mehr darüber auseinandersetzen, wir sehen, was sie abstimmen. Und ja, das wäre mein Video über die Hornkuh-Initiative gewesen. Hat dir das gefallen? Kannst du mir gerne da einen Kommentar schreiben. Merci vielmals, Hilbi miteinander. Ah ja, was ich noch vergessen. Der Rolf, das ist der Rolf, der ist cool. Und Brigitte, das wisst ihr ja. Jetzt schaut mal an. Die Hörner, Kollege, die Hörner. Ich bin tierfreundlich, nur dass ihr das wisst. Hashtag Humor. Ah ja, und noch merci vielmals an alle geilen Böcke, die viel haben vorgeschlagen. Vor allem Lea, ich blende dich da irgendwo ein. Du hast den Kommentar geschrieben wegen der Hornkuh-Initiative. Und noch die alle anderen geilen Böcke, die sonst noch ein paar geile Vorschläge gebracht. Was ich vorhin noch gesehen habe, UR-Gamer, du bist nicht. Auf jeden Fall, Hilbi, jetzt endgültig miteinander. Halli. Hallo.